Ich war damals noch ein kleiner Junge. Die Faschisten haben unser ganzes Dorf umgebracht. Ich wollte in der Armee dienen, um mein Land gegen die Faschisten zu verteidigen. Deswegen ging ich zur Armee. Während ich diente, las ich die ganze Zeit Militärbücher, um zu begreifen, wie es zum Krieg im Jahr 1941 kam. Ich kann sagen, dass es eine Desinformation ist. Das ist eine Provokation, wenn in diesem Buch behauptet wird... Als ich an der Spionageakademie des GRU studierte, gab es die Möglichkeit, die streng geheimen Dokumente anzusehen und... Wir, die Militärhistoriker und überhaupt die sowjetische Geschichtswissenschaft, behauptete eindeutig, dass Hitler den Krieg entfesselte und wir am 22. Juni in den Krieg eingetreten sind. Es begann der Vaterländische Krieg. So hat man uns es gelehrt. Die sonstigen Verbrechen von Stalin. Noch ein bisschen mehr? Ich Ihnen gerade heraus, für mich ist dieses Buch wichtiger. Tötet mich. Wer entfesselte den Zweiten Weltkrieg? Kein Ereignis des 20. Jahrhunderts hat die Menschheit so erschüttert wie der Zweite Weltkrieg. 6 Jahre der Zerstörung und Verwüstung haben rund 55 Millionen Menschen das Leben gekostet. Die Zahl der an Leib und Seele Verstümmelten und der materielle Schaden übersteigt jede Vorstellung. Millionen Familien verloren Heimat, Haus und Hof. Ausgebombt und aller Habe beraubt, flohen sie vor der heranrückenden Front in die ungewisse Fremde. Ebenso viele wurden wie Vieh vertrieben oder bestialisch in Lagern ermordet. Wie ein Orkan tobte der Sturm der Weltanschauungen über Europa. Sein Weg war gezeichnet von Blut, Leid und Tränen. Der Krieg in Nord- und Westeuropa, in Nordafrika, in der Luft und auf den Weltmeeren wurde von allen Beteiligten mit äußerster Härte geführt. Neben den regulären Armeen kämpften Hunderttausende als Partisanen und Freischärler rücksichtslos gegen einen ebenso gnadenlosen Gegner. Getrieben von Hass und Gewalt, Schmerz und Rache schwand jede Achtung vor dem Leben des anderen. Wie ätzende Säure fraß sich der Krieg in die Seelen der Menschen und verwandelte viele von ihnen zu blutrünstigen Ungeheuern. Auf keinem anderen Feld aber zeigte sich das grauenhafte Gesicht des Krieges so unverhüllt wie beim Ostfeldzug. Er war bestimmt von mörderischen Schlachten und blutigen Gemetzeln. Ein Krieg der Weltanschauungen, in dem für Humanität wenig Platz blieb. Seitdem die russischen Archive ihre streng verschlossenen Bestände zugänglich machten und Schlüsseldokumente veröffentlicht wurden, ist eines unbestritten: Der Ostfeldzug war das Ergebnis einer Entwicklung, die viele Jahre früher begonnen hatte und deren wahre Ziele bis heute unzureichend aufgearbeitet sind. Um sie verstehen zu können, müssen wir weit in die Geschichte zurückkehren. Westfront, März 1917. Seit 2,5 Jahren tobt in Europa der Erste Weltkrieg. Die Fronten sind erstarrt, blutige Materialschlachten kosten täglich Tausenden das Leben.
Granaten, Sprengminen und Stahlsplitter durchpflügen die Erde, in die sich die Soldaten eingegraben haben. In dieser Phase der Kämpfe ist nicht mehr die Tapferkeit der Truppe und die Führungskunst der Stäbe ausschlaggebend. Über Sieg und Niederlage entscheiden das Material und die Zahl der zur Verfügung stehenden Kanonen und Granaten. Soldaten sind zu Menschenmaterial herabgesunken. Ganze Divisionen gehen in der Hölle von Verdun und Douaumont zugrunde. Um den wachsenden Bedarf der Artillerie decken zu können, wird alles, was sich zur Herstellung von Granaten eignet, gesammelt und eingeschmolzen. Der Krieg hat seine eigenen Gesetze. Selbst Kirchenglocken werden zu tödlichen Geschossen umgearbeitet. Doch aller Einsatz ist vergebens. Die alliierte Front hält den Angriffen der deutschen Seite stand. Je länger der Krieg dauert, umso schwieriger wird die Lage. Es fehlt an Nachschub und frischen Truppen. Die Heimat hungert. Kriegsmüdigkeit macht sich breit. Im März 1917 sucht die deutsche Führung nach einem Ausweg, um die drohende Niederlage zu verhindern. Ihre Überlegungen konzentrieren sich auf die Ostfront, die seit den großen Siegen der Jahre 1914 und 1915 stabil geblieben ist. Die österreichischen und deutschen Heere haben noch immer Polen und große Teile der Ostseeprovinzen besetzt. Sie kontrollieren weite Teile Russlands und stehen an der Grenze zur Ukraine. Auf russischer Seite führen steigende Verluste an der Front, Misswirtschaft in der Heimat und die sich rapide verschlechternde Versorgung der Bevölkerung zu wachsender Kriegsmüdigkeit. In Petrograd, dem ehemaligen St. Petersburg, kommt es zu Demonstrationen hungernder Arbeiter, die sich zu einem Aufstand ausbreiten und auf andere Städte Russlands übergreifen. Massendesertationen ganzer Regimenter und offene Meutereien haben das Gefüge der russischen Riesenarmee ins Wanken gebracht. Neue politische Strömungen gewinnen an Einfluss. Kommunistische Agitatoren fordern die Absetzung des Zaren, die Enteignung der Großgrundbesitzer und ein schnelles Ende des Krieges. Das Reich der Romanows steht nur noch auf tönernen Füßen. Deutschland erhofft sich von einem Zusammenbruch Russlands eine Entlastung der eigenen Ostfront. Ein Teil der im Osten stationierten Einheiten könnte abgezogen und auf dem bedrohten westlichen Kriegsschauplatz eingesetzt werden. Um die innenpolitischen Spannungen in Russland zu vertiefen, greift die oberste deutsche Heeresleitung zu außergewöhnlichen Maßnahmen. Im April 1917 ermöglicht sie dem Radikalsozialisten Wladimir Uljanov, der sich selbst Lenin nennt, und einigen seiner Anhänger die Rückkehr aus dem Schweizer Exil nach Russland. In einem versiegelten Zug, der zum exterritorialen Gebiet erklärt wird, erreicht Lenin Petrograd. Wenige Tage nach seiner Ankunft fordert er die Errichtung der Diktatur des Proletariats und peitscht die Massen zum rücksichtslosen Kampf gegen alle konterrevolutionären Elemente auf. Immer an seiner Seite Leo Davidowitsch Bronstein, der sich Trotzki nennt. Für Lenin und Trotzki ist Russland nur der Anfang, ein erster Schritt hin zur internationalen proletarischen Revolution, die, von der kommunistischen Partei als Vorhut der Arbeiterklasse geführt, ganz Europa erobern soll. Mit seinen Forderungen nach Beendigung des Krieges, der Enteignung der Großgrundbesitzer und der Verteilung des Landes an die Bauern findet Lenin Gehör bei den Massen. Um seine innenpolitischen Gegner zu entmachten, fordert Lenin die russischen Soldaten auf, selbstständig Waffenstillstandsverhandlungen mit den Deutschen zu führen. Als viele Soldaten seinem Aufruf folgen, beginnt sich die russische Armee aufzulösen. Die Rechnung der Deutschen geht auf.
Die neue bolschewistische Regierung unter Lenins Führung unterzeichnet am 3. März 1918 einen von dem zum Volkskommissar ernannten Leo Trotzki ausgehandelten Separatfrieden, in dem Russland auf die Ukraine, Weißrussland, Finnland, die baltischen Staaten und die kaukasischen Besitzungen Russlands in Georgien und Aserbaidschan verzichtet. Während russische und deutsche Soldaten Brüderschaft feiern, verkündet Lenin im Kreise seiner Vertrauten, dass er dieses Opfer nur bringe, um den einzigen sozialistischen Staat der Erde bis zum Ausbruch der Revolution in Deutschland zu festigen. Sobald der geeignete Zeitpunkt gekommen sei, würde er die Friedensverträge zerreißen und der ganzen Welt den Krieg erklären. Lenin ist überzeugt, dass die kommunistische Revolution innerhalb kürzester Zeit auf Deutschland übergreifen und damit das Abkommen null und nichtig sein würde. In den russischen Städten zerstören aufgebrachte Mengen die letzten Insignien der Zarenherrschaft. Jeder, der verdächtig ist, den Bolschewiki, wie sich Lenins Anhänger überzustehen, wird rücksichtslos verfolgt. Obwohl die deutsche Seite infolge des Friedensvertrages erhebliche Truppenkontingente an die Westfront verlagern kann, ist der Krieg nicht mehr zu gewinnen. Angesichts der sich abzeichnenden militärischen Niederlage schreibt der Chef der obersten Heeresleitung, Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, am 3. Oktober 1918 an den deutschen Reichskanzler Prinz Max von Baden: Noch steht das deutsche Heer fest gefügt und wehrt siegreich alle Angriffe ab. Die Lage verschärft sich aber täglich. Unter diesen Umständen ist es geboten, den Kampf abzubrechen, um dem deutschen Volke und seinen Verbündeten nutzlose Opfer zu ersparen. Jeder versäumte Tag kostet Tausenden von tapferen Soldaten das Leben. Nur 24 Stunden später richtet die deutsche Reichsregierung im Vertrauen auf das im Januar 1918 veröffentlichte 14-Punkte-Programm des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson an diesen das Ersuchen, Verhandlungen über einen Waffenstillstand einzuleiten. Lenin triumphiert. In Deutschland gewinnt die Revolution an Boden. Meuternde Matrosen hissen die rote Fahne. Soldatenräte übernehmen die Kommandogewalt. Auf der politischen Ebene propagiert der kommunistisch ausgerichtete Spartakusbund den revolutionären Umsturz nach russischem Vorbild. Was die Spartakisten übersehen, ist Folgendes. Die Revolte der deutschen Soldaten ist getrieben vom Hunger und von der Einsicht in die unvermeidliche Niederlage. Eine Diktatur des Proletariats will nur eine radikale Minderheit. Der Aufstand ist keine Revolution im eigentlichen Sinne, denn dazu fehlt die tragende Idee und damit die Kraft, eine neue politische und gesellschaftliche Ordnung hervorzubringen. Die Stärke der meuternden Soldaten resultiert aus der Schwäche der untergehenden Monarchie. In allen deutschen Ländern danken die Fürsten ab und am 9. November 1918 überschreitet der deutsche Kaiser Wilhelm II. Die niederländische Grenze, um ins Exil zu gehen. Dieser Schritt markiert eine tiefe Zäsur in der deutschen Geschichte. Das Zeitalter der Monarchie ist beendet. Deutschland steht an der Schwelle zur Republik. Um der Proklamation einer Räterepublik durch den Spartakisten Karl Liebknecht zuvorzukommen, ruft der Mehrheitssozialist Philipp Scheidemann in Berlin die Republik aus. 24 Stunden später wird der Waffenstillstand unterzeichnet. Der Erste Weltkrieg ist beendet. Der Neubeginn steht unter keinem guten Stern. Die Siegerkonferenz in Versailles, vom französischen Premierminister Georges Clemenceau als Stunde der Abrechnung bezeichnet, hat mit dem von Woodrow Wilson vorgelegten 14-Punkte-Programm, das Deutschland eine gerechte und stabile Friedensordnung versprochen hatte, nicht das Geringste zu tun. In Versailles wird nicht verhandelt, sondern diktiert. Die Sieger erklären Deutschland zum Alleinschuldigen am Ersten Weltkrieg. Neben den Kolonien müssen wirtschaftlich wichtige Grenzgebiete mit über 6 Millionen Einwohnern abgetreten werden. Ostpreußen wird vom Reichsgebiet abgetrennt, Danzig zur freien Stadt erklärt
und Oberschlesien gegen den erklärten Willen der Bevölkerung Polen angegliedert. Die linksrheinischen Gebiete sollen 15 Jahre von den Siegermächten besetzt, eine Zone rechtsrheinisch entmilitarisiert werden. Die deutschen Flüsse werden internationalisiert, das Heer auf 100.000 Mann beschränkt. Bis zu 75% der deutschen Kohle- und Stahlproduktion, die gesamte Kriegsflotte und der größte Teil der Handelsflotte müssen an die Siegermächte ausgeliefert werden. Zuletzt legen die Sieger eine gigantische Wiedergutmachungszahlung von 226 Milliarden Goldmark fest, die Deutschland in den kommenden 30 Jahren abzahlen soll. Auflagen, die Westeuropa spalteten und Deutschland an den Rand des Abgrunds führen. Bereits am 16. März 1919 äußerte der britische Premierminister Lloyd George, dass die Sanktionen gegen Deutschland früher oder später zu einem neuen Krieg in Europa führen würden. Er hat Recht behalten. Genau 20 Jahre später stand Europa vor einem neuen Krieg. Er sollte noch grausamer werden als der erste und war im Wesentlichen von zwei totalitären Weltanschauungen bestimmt: Hitlers Nationalsozialismus und Stalins Bolschewismus. Während Hitler wegen seiner Vernichtungspolitik gegenüber den Juden und anderen Minderheiten und seiner militärischen Expansionspolitik als Massenmörder und Kriegstreiber in die Geschichte einging, waren die Urteile über Stalin lange Zeit widersprüchlich. Erst in den letzten Jahren hat sich das Bild Stalins nachhaltig verändert. Bislang unbekannte Dokumente eröffnen neue Sichtweisen und zeigen Stalins wahre Rolle während der bolschewistischen Revolution und im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs. Nachdem sich die Bolschewiki unter Lenins Führung an die Macht geputscht haben, sind sie überzeugt, dass sich das Feuer der Revolution in wenigen Jahren über ganz Europa verbreiten und zum Sturz der kapitalistischen Regierungen führen würde. Für Lenin ist der Kommunismus kein auf Russland beschränktes Phänomen, sondern ein universales politisches System, das sich in ganz Europa und später in der Welt durchsetzen würde. Deutschland spielt in seinen Plänen von Anfang an eine besondere Rolle. In dessen Industrie und gut ausgebildeter Arbeiterschaft sieht Lenin eine ideale Ergänzung des bäuerlich geprägten, wirtschaftlich rückständigen Russland. Mit einem kommunistischen Sowjetdeutschland an der Seite kann der drohende wirtschaftliche Zusammenbruch Russlands verhindert werden. Mehrfach betont Lenin, dass er sein politisches Werk nur in Erwartung der Weltrevolution begonnen habe und dass dieser Plan fehlschlüge, wenn nicht die deutsche Arbeitermacht der Sowjetunion zu Hilfe käme. Um diesen Prozess voranzutreiben, wird 1919 die Kommunistische Internationale, kurz Komintern, gegründet, die als Befehlszentrale für alle kommunistischen Parteien der Welt gedacht ist. Ihre Aufgabe umreißt Lenin mit folgenden Worten: Die Kommunistische Internationale stellt sich zum Ziel, mit allen Mitteln, auch mit den Waffen in der Hand, für den Sturz der internationalen Bourgeoisie und für die Schaffung einer internationalen Sowjetrepublik zu kämpfen. Nach Abschluss des Sonderfriedens mit Deutschland festigen die Bolschewisten mit Hilfe der von Leo Trotzki ins Leben gerufenen Roten Armee, deren Angehörige sich vorwiegend aus Arbeitern und Bauern rekrutieren, ihre innenpolitische Macht. Lenins Putsch hat einen blutigen Bürgerkrieg ausgelöst, der das ohnehin geschwächte Land weiter in den Abgrund reißt. Erst Ende 1920 ist die Vormachtstellung der Bolschewiki gesichert. Die ehemaligen Verbündeten Russlands, Frankreich und England, beobachten diese Entwicklung mit Sorge. Um eine Ausweitung des bolschewistischen Brandes nach Westeuropa zu verhindern, beschließen sie eine wirtschaftliche Blockade Sowjetrusslands. Eine Entscheidung, die von Deutschland nicht mitgetragen wird. Nicht nur die deutsche Politik sieht in Sowjetrussland einen potenziellen Verbündeten gegen die Siegermächte.
Auch die Reichswehrführung verspricht sich von einer Zusammenarbeit mit der Sowjetunion die Möglichkeit, die Einschränkungen des Versailler Vertrages zu umgehen und militärisch wieder zu erstarken. Während andere kommunistische Revolutionäre wie die Krim-Tataren Ismail Kasprinski und Sultan Galjew mit der Bewegung der Jungtürken im Osmanischen Reich sympathisieren und eine revolutionäre islamistische Bewegung schaffen wollen, um die Revolution in die kolonisierte Dritte Welt zu tragen, setzt Lenin auf die Ausbreitung nach Westen. Er sieht das kapitalistische westliche Lager als zwei miteinander konkurrierende Gruppen. Auf der einen Seite die Sieger des Ersten Weltkriegs, Großbritannien, Frankreich und die USA, und auf der anderen Seite die Verlierer, Deutschland und Österreich. Länge, so Lenins Doktrin, die Widersprüche und Gegensätze zwischen diesen beiden kapitalistischen Gruppen anzuheizen, wäre ein Krieg zwischen den Blöcken vorgezeichnet. Ein Krieg, der nach Lenins Theorie in einen Bürgerkrieg münden und zuletzt in die kommunistische Revolution übergehen würde. Der lachende Dritte im Bunde wäre die Sowjetunion, die im entscheidenden Moment militärisch eingreifen und die Lage zum eigenen Vorteil ausnutzen könnte. Die innenpolitischen Verwerfungen am Ende der wilhelminischen Ära und die Erstarkung der Deutschen Kommunistischen Partei wertet Lenin als Beleg für die Richtigkeit seiner Theorie. Seine Hoffnungen sind nicht unbegründet. Die unerfüllbaren Forderungen der Siegermächte und die willkürliche Zersplitterung des Landes erschüttern Deutschland bis ins Mark. Die russischen Bolschewisten kritisieren die Forderungen von Versailles als Knebelvertrag, der Deutschland unmögliche Existenzbedingungen auferlegt und heizen damit die politische Stimmung in Deutschland weiter auf. Die Wirkung bleibt nicht aus. Bewaffnete Aufstände und Generalstreiks lähmen das Land. Waffenarsenale werden geplündert und ihr todbringender Inhalt an die aufgeputschten Massen verteilt. Straßenkämpfe bestimmen den Alltag. Auf den Straßen Berlins und anderer Großstädte herrscht der Ausnahmezustand. Rathäuser werden geplündert, Geiseln erschossen und öffentliche Gebäude in Brand gesetzt. Im Ruhrgebiet, in Sachsen und Thüringen greifen selbsternannte Rote Armeen nach der Macht. Nationalistische Freikorps, Bürgerwehren und Selbstschutztruppen formieren sich und bekämpfen Separatisten und polnische Banden, die dem Deutschen Reich weitere Teile entreißen wollen. Links marschiert gegen rechts, rechts gegen links. Die republiktreue Reichswehr marschiert gegen beide und steht, wie die Politik, zwischen allen Fronten. Für Wochen gleichen die Verhältnisse in Deutschland denen im revolutionären Russland. Mord und Terror halten die Menschen in Atem. Auf den Straßen herrscht blanker Anarchismus. Auch außenpolitisch ist die Lage in Europa instabil. Vor allem der von den Siegermächten begründete polnische Staat, dem der größte Teil der deutschen Provinz Oberschlesien, Teile Westpreußens, Gebiete um Posen und einige ostpreußische Kreise zugesprochen worden war, ist ein Stein des Anstoßes. Nachdem Polen im April 1920 einen Krieg gegen seinen östlichen Nachbarn beginnt, der mit einer katastrophalen Niederlage der Roten Armee und hohen Reparationsleistungen an Polen endet, ergeben sich frappierende Übereinstimmungen der Interessen zwischen dem kapitalistischen Deutschland und Sowjetrussland. Beide sind sich einig, dass das von den Siegermächten geschaffene Polen vernichtet werden musste. Deutschland will die an Polen verlorenen Gebiete zurückgewinnen,
Sowjetrussland wünscht sich eine gemeinsame Grenze mit Deutschland, um die kommunistische Partei in Deutschland direkt unterstützen zu können. Trotz dieser Verwerfungen gewinnt die von Sozialdemokraten und Konservativen getragene Weimarer Republik Konturen. Die Hoffnungen der Kommunisten auf einen schnellen Bürgerkrieg und eine daraus resultierende Bolschewisierung Deutschlands erweisen sich zunehmend als Illusion. Doch Lenin gibt nicht auf. Er sucht nach neuen Rezepten, um die beiden kapitalistischen Blöcke doch noch gegeneinander aufzuhetzen und seinen Traum von einem Sowjetdeutschland zu erfüllen. Die deutsche Seite kennt die Interessen der Bolschewisten, sieht aber in Sowjetrussland den einzigen Verbündeten gegen die übermächtigen Siegerstaaten. General von Seeckt, der Chef des deutschen Truppenamtes, fasst die Überlegungen in folgende Worte. Ob uns das heutige Russland in seinem inneren Aufbau gefällt oder nicht, spielt jetzt keine Rolle. Nur im Anschluss an ein Großrussland hat Deutschland die Aussicht auf Wiedergewinnung seiner Weltmachtstellung. Die gemeinsame Frontstellung führt am 16. April 1922 zum Vertrag von Rapallo. In dem idyllisch gelegenen italienischen Badeort verständigen sich das Deutsche Reich und Sowjetrussland auf die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen, den gegenseitigen Verzicht auf alle Kriegsentschädigungen und einen intensiven Handelsaustausch. Für das Deutsche Reich ist der russische Markt von großer Bedeutung, weil seine Waren von den ehemaligen Kriegsgegnern noch immer boykottiert werden. Russland ist vor allem an industriellen Anlagen interessiert, um die Ölfelder von Baku ausbeuten zu können. Teile des dort gewonnenen Öls werden auch nach Deutschland geliefert und tragen zur Unabhängigkeit von den Lieferungen der westlichen Siegerstaaten bei. Der Vertrag von Rapallo festigt auch die geheime militärische Zusammenarbeit, die es dem Deutschen Reich ermöglicht, seine Soldaten an modernen Waffen wie Panzern und Flugzeugen auszubilden, die der Reichswehr durch den Versailler Vertrag verboten wurden. Sowjetrussland verfolgt mit dieser Zusammenarbeit andere Ziele. Da die eigenen militärischen Mittel ein offensives Vorgehen nicht erlauben, sieht Lenin in der Stärkung Deutschlands den einzigen Weg, um das europäische Nachkriegssystem zu destabilisieren und damit die gewünschte kriegerische Auseinandersetzung innerhalb der kapitalistischen Länder herbeizuführen. Eine Politik, die das strategische Denken Sowjetrusslands bis zum Beginn des deutschen Ostfeldzuges im Juni 1941 bestimmen sollte. Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, befiehlt Lenin den Ausbau der Roten Armee zu einer Offensivarmee, die stark genug ist, um die kapitalistischen Staaten militärisch zu besiegen. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, muss zunächst die desolate russische Industrie modernisiert und mit leistungsstarken Produktionsanlagen ausgerüstet werden. Da diese Technik nur im Westen eingekauft werden kann, beginnen die Bolschewiki mit einer rücksichtslosen Ausplünderung der russischen Bevölkerung, um die nötigen Devisen zu bekommen. Die Folgen sind verheerend. Die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft führt zu Missernten und Hungerkatastrophen. Die rund 600.000 Mann starke Rote Armee befindet sich in einem katastrophalen Zustand. Es fehlen schwere Waffen, Panzer, Flugzeuge, moderne Gewehre, Uniformen und ausreichende Kasernen. Die Stimmung der Truppe ist auf einen Tiefpunkt gesunken. Trotzdem wächst in Moskau und bei den deutschen Kommunisten noch einmal die Hoffnung auf einen gewaltsamen Umsturz. Als Deutschland zu Beginn des Jahres 1923 mit der Lieferung von Reparationsware in Rückstand gerät,
marschieren französische und belgische Regimenter, unterstützt von schwerer Artillerie, Panzern und Flugzeugen, in das entmilitarisierte Ruhrgebiet ein. Als alle Proteste nicht fruchten, ruft die deutsche Regierung zum passiven Widerstand auf. Hunderttausende Arbeiter an Rhein und Ruhr legen die Arbeit nieder. Die Situation eskaliert, als die Besatzer auf die wehrlosen Arbeiter schießen und mehrere hundert Menschen sterben. Die Kommunisten sind überzeugt, dass die revolutionäre Situation eingetreten ist, auf die sie gehofft haben. Sie organisieren sich und teilen Deutschland in militärisch-politische Bezirke, an deren Spitze neben den deutschen Verantwortlichen auch jeweils ein sowjetischer General steht. Im Rausch der Ereignisse verfasst der Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Josef Wissarionowitsch Djugaschwili, der sich selbst Stalin nennt, ein Schreiben an die deutschen Kommunisten, in dem es heißt: Der Sieg der Revolution in Deutschland wird für das Proletariat in Europa und Amerika eine größere Bedeutung haben als der Sieg der russischen Revolution vor 6 Jahren. Der Sieg des deutschen Proletariats wird ohne Zweifel das Zentrum der Weltrevolution aus Moskau nach Berlin versetzen. Um ihre Genossen mit Waffen, Lebensmitteln und Geld unterstützen zu können, verhandeln die Bolschewiki sogar mit Polen über einen Transitweg durch polnisches Territorium nach Deutschland. Doch die Träume sind schnell ausgeträumt, denn die Stimmung gegen die Besatzungstruppen kommt vor allem den verschiedenen nationalen Kampforganisationen zugute. Im Mai 1923 wird einer ihrer Aktivisten, der ehemalige Baltikumkämpfer Albert Leo Schlageter in Düsseldorf, von den Franzosen erschossen. Ein Mord, der die nationale Empörung weiter anfacht und den Einfluss der Kommunisten zurückdrängt. Am 9. November 1923 unternimmt ein nationalistischer Lokalpolitiker in München einen Putschversuch gegen die Weimarer Republik, der im Feuer der Polizei zusammenbricht. Zum ersten Mal geht der Name Adolf Hitler durch den deutschen Blätterwald. Eine Postkarte, die Hitler in seiner Zelle im Landsberger Gefängnis zeigt, wird 100.000-fach verkauft. Der Putschversuch führt zu einer Umstrukturierung der politischen Macht auf den Chef der Heeresleitung der Reichswehr, General Hans von Seeckt. Ihm gelingt es, die Unruhen einzudämmen und die innenpolitische Lage zu stabilisieren. Ende des Jahres 1923 ist den Kommunisten klar, dass die deutsche Revolution gescheitert ist. Am 21. Januar 1924 stirbt Lenin. Um seine Nachfolge entbrennt ein heftiger Kampf unter seinen engsten Mitarbeitern. Sieger der Machtkämpfe wird der bisherige Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Josef Stalin. Der Sohn einer Ossetin und eines Schusters aus Georgien ist von Geburt an am linken Arm gelähmt und durch einen verkrüppelten rechten Fuß gezeichnet. Schon als Kind gilt er als Außenseiter, der wegen seiner Behinderung von seinen Spielkameraden verstoßen wird. Inwieweit diese Kindheitserlebnisse sein Misstrauen gegenüber allen anderen Menschen geschürt haben, kann nur gemutmaßt werden. Der skrupellose Taktiker Stalin hält unbeirrt an Lenins Doktrin vom Ausbruch der Revolution in Europa fest. Er setzt dabei allerdings nicht mehr auf die kommunistischen Parteien in Westeuropa, sondern auf eine gewaltsame Revolutionierung von außen. Aus diesem Grund lässt Stalin die Rote Armee zu einer modernen Angriffsarmee ausbauen, die im richtigen Augenblick das Feuer der Revolution in das Herz Europas tragen soll.
Während unter seiner Führung ein umfassendes Ausbau- und Modernisierungsprogramm der Roten Armee beginnt, verändert sich die politische Landschaft in Deutschland. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis widmet sich Adolf Hitler dem Wiederaufbau seiner zerschlagenen Partei, der NSDAP, die er am 27. Februar 1925 neu gegründet und innerhalb weniger Jahre zu einer hierarchisch geführten Massenbewegung ausbaut. Einfluss bei den Wählern gewinnt Hitler durch seine Forderungen, den Klassenkampf zu beenden, eine neue Volksgemeinschaft zu schaffen und die Fesseln von Versailles abzustreifen. Seine Parolen gegen das internationale Judentum, das er auch als geistigen Urheber des Kommunismus sieht, werden von vielen als Wahlkampfpropaganda abgetan. Dass sich dahinter ein festgefügtes Weltbild verbirgt, glauben nur die wenigsten. Mit seinem Programm der sozialen und nationalen Revolution, das vor allem bei jungen Menschen auf Zustimmung trifft, wird er zum größten Konkurrenten der Kommunisten um die Stimmen der Arbeiter und der sozial schwächer gestellten Kreise. Als im Oktober 1929 der Börsenkrach in New York, der sogenannte Schwarze Freitag, die schwerste wirtschaftliche Krise des 20. Jahrhunderts auslöst und die Arbeitslosenzahlen in Deutschland in die Höhe schnellen, wähnt sich Stalin am Ziel seiner Wünsche. Auf diesen Augenblick hat er lange gewartet. Die Entwicklung scheint ihm recht zu geben. In Deutschland verändert sich die Lage dramatisch. Die politische Mitte zerfällt, Kommunisten und Nationalsozialisten gewinnen an Zulauf. Doch einen Staat nach sowjetischem Vorbild will die Mehrheit der Deutschen nicht. Informationen über Hungersnöte und Massenliquidierungen in der Sowjetunion steigern bei vielen Wählern die Angst vor dem Kommunismus. Die Sorge vor einer bolschewistischen Revolution und der wachsende Zweifel an der Durchsetzungskraft der demokratischen Parteien führen schließlich dazu, dass Millionen Deutsche ausgerechnet in Adolf Hitler den Garanten für den Erhalt der Freiheit und des inneren Friedens sehen. Angesichts der sprunghaften Gewinne der NSDAP bei den Reichstagswahlen muss selbst Stalin schließlich einsehen, dass der Sieger des politischen Machtkampfes in Deutschland Adolf Hitler heißen würde. Doch Stalin ist ein gewiefter Taktiker. Er weiß, dass die neue Ausgangslage mit einer veränderten Strategie beantwortet werden muss, um seine Ziele zu erreichen. Sein neuer Plan ist atemberaubend. Jetzt soll Adolf Hitler, der Führer der Nationalsozialisten, durchführen, was der kommunistischen Partei nicht gelungen war. Er soll das kapitalistische Europa in einen Krieg verwickeln und für die Rote Armee sturmreif schießen. Je länger die Kämpfe dauern würden, umso besser. Am Ende sollten alle Beteiligten möglichst so geschwächt sein, dass die Rote Armee Europa überrollen und der Revolution zum Sieg verhelfen könnte. Das Spiel geht in eine neue Runde. In ihr ist Hitler zum Türöffner Stalins auf dem Weg zur Weltrevolution geworden. Um den Nationalsozialisten zur Macht zu verhelfen, befiehlt Stalin den deutschen Kommunisten gegen Hitlers innenpolitische Widersacher, die Sozialdemokraten und die bürgerlichen Parteien, zu agitieren, um den Sturz der Weimarer Republik voranzutreiben.
Parallel zu diesen Ereignissen treibt Stalin die Modernisierung der Roten Armee voran. Um sie zu finanzieren, ordnet er die rigorose Ausplünderung der eigenen Bevölkerung an, ein Schritt, dem Millionen Menschen zum Opfer fallen. Sein Ziel ist es, von den Bauern so viel Getreide wie möglich einzutreiben, um es im Ausland zu verkaufen. Die Einnahmen sollen genutzt werden, um die für die Aufrüstung benötigte westliche Technologie einzukaufen. Die genauen Zahlen der Tragödie liegen bis heute im Dunkeln. Als sicher gilt, dass allein in der Ukraine, der Kornkammer Sowjetrusslands, rund 5 Millionen Menschen, insbesondere Alte und Kinder, bei Stalins Schergen das Saatgut beschlagnahmen, um die ehrgeizigen Aufrüstungspläne finanzieren zu können. Diese Tatsache ist einer der Gründe, warum beim späteren Einmarsch der deutschen Wehrmacht Ukrainer, Kosaken, Weißrussen, Tataren und andere unterdrückte Völker in Stalins Riesenreich Hitler als Befreier vom kommunistischen Joch begrüßen und sich auf die Seite der Wehrmacht stellen. Im November 1930 beschließt das Politbüro ein Bauprogramm von rund 20.000 Panzern, die in Leningrad gefertigt werden sollen. 1934 verfügt die Sowjetunion über mehr Panzer als alle anderen europäischen Länder zusammen. Und 1941, unmittelbar vor Beginn des Ostfeldzuges, ist die Zahl ihrer Kampfpanzer auf fast 24.000 angewachsen. Die Strategie Stalins fußt auf einer Ausarbeitung von Michail Tuchaschewski, dem Leiter des Revolutionären Kriegskomitees, der schon zu Beginn der 30er Jahre ein Konzept der Revolution von außen entwickelt hatte. In diesem Konzept schrieb Tuchaschewski der Roten Armee die Aufgabe zu, mit überlegenen Panzer- und Luftwaffenkräften und wenn nötig auch unter Einsatz chemischer Kampfstoffe in einem schnellen Vernichtungsschlag den Krieg tief in das Land des Gegners hineinzutragen. Dass Stalin diesem Konzept folgt, belegt der in Serie gefertigte Panzertyp Kliment Woroschilow, kurz KW genannt, der eigens für die gut ausgebauten Straßennetze westeuropäischer Länder konzipiert ist. Um der mit dem Rüstungsprogramm betrauten Schwerindustrie genügend Energie zur Verfügung stellen zu können, werden gewaltige Staudämme errichtet. Der bedeutendste ist der 1932 fertiggestellte, 761 Meter breite Dnjepr-Staudamm in der Nähe der ukrainischen Stadt Saporischschja. Das durch ihn aufgestaute Dnjepr-Wasser betreibt 2 gigantische Kraftwerke, die als die größten in Europa gelten. Die für diese Leistung notwendigen Turbinen und elektrotechnischen Geräte stammen aus Deutschland. Die imposante Staumauer wurde 10 Jahre später beim Vormarsch der deutschen Wehrmacht von der Roten Armee gesprengt. »30. Januar 1933. Die Schlacht um Deutschland ist entschieden. Der greise Reichspräsident Hindenburg ernennt Adolf Hitler zum Reichskanzler. Stalins Plan ist aufgegangen. Der Mann, der die europäische Nachkriegsordnung ins Wanken bringen soll, ist an den Schalthebeln der Macht. Für Adolf Hitler ist die Sowjetunion zu diesem Zeitpunkt nicht nur der weltanschauliche Gegner Nummer 1. Hitler weiß, dass Stalin moderne Technologie aufkauft, um seine Armee aufzurüsten. Und er lässt seinen engsten Vertrauten gegenüber keinen Zweifel, dass es in absehbarer Zeit zu einer militärischen Auseinandersetzung kommen wird. Während die Nationalsozialisten, ebenso wie die Bolschewisten zuvor in Russland, ihre politischen Gegner inhaftieren,
konkurrierende Parteien verbieten und alle Schaltstellen im Staat mit loyalen Parteimitgliedern besetzen, arbeitet Stalin weiter an der Umsetzung seiner Pläne. Um nicht selbst als Aggressor dazustehen, muss er eine Situation schaffen, die Hitler zum Losschlagen ermuntert. Wie er sich den kommenden Krieg vorstellt, skizziert Stalin am 2. September 1935 in einem Brief an Molotow. Für uns ist es nicht vorteilhaft, dass bereits jetzt die eine Seite die andere zerschlägt. Für uns ist es vorteilhaft, dass die Rauferei zwischen ihnen so lange wie möglich dauert, jedoch ohne einen baldigen Sieg der einen Seite über die andere. Da Hitler Kontakt zur Sowjetunion sucht, um eine Einkreisung Deutschlands zu verhindern, kreuzen sich die Interessen der beiden Diktatoren. Am 20. März 1935 schließen ihre beiden Länder ein Wirtschaftsabkommen, in dem Deutschland der Sowjetunion einen Kredit von 200 Millionen Reichsmark zum Kauf von deutschen Maschinen und Industrieanlagen einräumt. Russland bezahlt den Kredit mit Rohstoffen, die Hitler dringend zum Aufbau der Wehrmacht benötigt. Dass Hitler spezielle Rüstungsgüter von der Liste der lieferbaren Güter streichen lässt und wenige Monate später sogar jeden Export von Kriegsgerät nach Russland verbietet, zeigt, wie sehr er Stalin misstraut. Wohlwissend, dass Hitlers Politik der Revision der durch den Versailler Vertrag festgelegten Grenzen über kurz oder lang einen Krieg in Mitteleuropa auslösen würde, nutzt die Sowjetunion die Zeit, um ihre Armee auf einen Angriffskrieg vorzubereiten. Am 12. März 1938 rücken deutsche Regimenter in Österreich ein. Diesem Schritt ging ein Ultimatum an die österreichische Regierung voraus, in dem Hitler offen mit dem militärischen Einmarsch droht, falls sich die Regierung in Wien seinen Wünschen entgegenstellen würde. Der österreichische Bundeskanzler Kurt Schuschnigg muss zustimmen und tritt von seinem Amt zurück. Der Anschluss Österreichs markiert den Höhepunkt der politischen Karriere Hitlers und ist zugleich der Wendepunkt. Seine Forderungen werden immer maßloser und am Ende stürzen sie einen ganzen Kontinent in den Krieg. Kurze Zeit später wendet sich Hitler dem Sudetenland zu. Das Gebiet, in dem etwa 4 Millionen Deutsche in geschlossenen Siedlungsräumen leben, ist nach dem Ersten Weltkrieg gegen den Willen der Deutschen dem künstlich geschaffenen Staatsgebilde Tschechoslowakei zugeschlagen worden. In der Tschechoslowakei bilden die Deutschen eine Minderheit, die von den Tschechen und Slowaken unterdrückt und verfolgt wird. Angesichts der blutigen Übergriffe wünschen viele Sudetendeutsche einen Anschluss an das Deutsche Reich. Hitler beobachtet die Tschechoslowakei nicht nur wegen der Unterdrückung der Sudetendeutschen mit Argwohn. Mehrfach äußert er sich besorgt, dass sie aufgrund ihrer weit nach Westen vorspringenden geografischen Lage zur vorgeschobenen Luftkriegsbasis der Roten Armee werden könnte. Seine Sorge ist nicht unbegründet, denn der deutschen Seite ist bekannt, dass sich russische Spezialisten im Lande aufhalten und die tschechische Luftwaffe aufrüsten. Am 21. Mai 1938 ordnet die tschechoslowakische Regierung die Mobilmachung ihrer Truppen an. Sie rechtfertigt diesen Schritt mit der Behauptung, Deutschland würde militärische Verbände an der deutsch-tschechischen Grenze zusammenziehen. Eine Aussage, die nicht den Tatsachen entspricht. Der wahre Grund der Mobilmachung ist, dass die von Konrad Hähnlein geführte Sudetendeutsche Partei bei Gemeindewahlen über 90% der Stimmen auf sich vereinigen konnte und die tschechoslowakische Regierung eine Abspaltung der sudetendeutschen Gebiete befürchtet.
Als sich die Ereignisse zuspitzen und eine militärische Auseinandersetzung droht, kommt es am 29. September 1938 in München zu einer Konferenz, auf der England und Frankreich die Rückkehr des Sudetenlandes zum Deutschen Reich billigen. Die tschechische Regierung wird vor vollendete Tatsachen gestellt und muss sich den Abmachungen der Großmächte beugen. Anfang Oktober besucht Hitler die angegliederten Sudetengebiete. In den mittelalterlichen Städten, über deren holpriges Kopfsteinpflaster die schweren Wagen des Führerkonvois fahren, jubeln ihm die Menschen begeistert zu. Alle Hoffnungen, dass mit diesem Vertrag der Frieden in Europa gesichert sei, erweisen sich als trügerisch. Hitlers Gedanken kreisen bereits um die unbesetzte Resttschechei. Böhmen und Mähren waren einst Teil des Deutschen Reiches und in Prag, der goldenen Stadt an der Moldau, wurde schon im Jahre 1348 die erste deutsche Universität gegründet. Im Herbst 1938 erhöht Hitler auch den Druck auf Polen. Er verlangt den Anschluss der freien Stadt Danzig und das Recht auf eine exterritoriale Verbindung in das vom Reich abgetrennte Ostpreußen. Warschau, von Frankreich und England unterstützt, weist alle Vorschläge entschieden zurück. Als der im Londoner Exil lebende frühere deutsche Reichskanzler Heinrich Brüning dem englischen Außenministerium einen Kompromissvorschlag unterbreitet, um die Gefahr eines Militärschlages zu bannen, weist Winston Churchill ihn schroff zurück und macht Brüning unmissverständlich klar, welche Interessen Großbritannien verfolgt. Was wir wollen, ist, dass die deutsche Wirtschaft vollkommen zusammengeschlagen wird. Er steht damit in engem Schulterschluss zum französischen Botschafter in Berlin, André-François Poncet, der kurz zuvor geäußert hatte: Man muss mit den Deutschen leben, aber es wäre viel besser, man könne die Deutschen aus Europa vertreiben, wie die Araber einmal aus Spanien vertrieben worden sind. In Europa stehen die Zeichen auf Sturm. Die Spirale der Gewalt dreht sich immer schneller. Am 15. März 1939 rollen deutsche Truppen in die Resttschechei. Die tschechische Regierung leistet keinen Widerstand, der Gegner ist zu mächtig und die Westmächte schauen zu. Als der britische Premierminister Neville Chamberlain am 31. März 1939 erklärt, dass Großbritannien und Frankreich die Unabhängigkeit Polens politisch und militärisch garantieren würden, ziehen über Europa dunkle Wolken auf. In Moskau reibt sich Stalin die Hände. Sein Plan scheint aufzugehen. Ein Krieg zwischen den westeuropäischen Großmächten steht unmittelbar bevor. Wie ist die Lage im Frühsommer des Jahres 1939? Deutschland drängt auf die letzten Revisionen des Versailler Vertrages und fordert von Polen eine Lösung der ungeklärten Danzig-Frage. Frankreich und Englands Garantieerklärungen stärken die polnische Seite und treiben Europa an den Rand eines Krieges. Die große Unbekannte ist die Sowjetunion. Von allen europäischen Großmächten umworben, ist Stalins Stunde gekommen. Im April 1939 beginnen die Gespräche. Frankreich und England wünschen einen Drei-Mächte-Pakt, der sich gegen Deutschland richten und die Unabhängigkeit Polens, Rumäniens und anderer Staaten sichern soll. Stalin hält die Vertreter der Westmächte hin. Er spielt auf Zeit, um seine eigenen Pläne durchzusetzen. An einem Frieden hat er kein Interesse. Er will den Krieg in Europa und nur unter diesem Gesichtspunkt sucht er sich seinen Bündnispartner. Auch Deutschland bemüht sich um einen Ausgleich mit der Sowjetunion. Hitler sucht das Bündnis mit Stalin, um gegen Polen losschlagen zu können. Er ist der irrigen Überzeugung, dass ein Pakt mit der Sowjetunion Frankreich und England abhalten würde, militärisch gegen Deutschland vorzugehen.
Stalin dagegen ist fest davon überzeugt, dass ein deutscher Militärschlag gegen Polen die französische und britische Kriegserklärung nach sich ziehen würde. Damit wäre exakt die Konstellation geschaffen, die Lenin schon 1920 zur Doktrin erhoben hatte, eine militärische Auseinandersetzung zwischen den beiden rivalisierenden kapitalistischen Blöcken in Westeuropa. Als die deutsche Seite am 15. August 1939 einen Nichtangriffspakt und eine Aufteilung der gegenseitigen Interessensphären in Osteuropa anbietet, ist Stalin am Ziel. Wohl wissend, dass die Entwicklung nunmehr in ihre entscheidende Phase eingetreten ist, ruft Stalin am 19. August 1939 das Politbüro zu einer geheimen Sitzung zusammen. Im engsten Kreis seiner Vertrauten lässt er die Katze aus dem Sack. Die Frage Krieg oder Frieden ist in ihre kritische Phase gekommen. Die Lösung hängt vollkommen von der Position ab, die die Sowjetunion einnehmen wird. Wir sind absolut überzeugt, dass wenn wir einen Beistandsvertrag mit Frankreich und England abschließen, Deutschland sich gezwungen sehen wird, Polen gegenüber zurückzuweichen und einen Modus vivendi mit den Westmächten zu suchen. Auf diese Weise könnte ein Krieg vermieden werden. Andererseits, wenn wir die Vorschläge Deutschlands annehmen, die Sie kennen, nämlich einen Nichtangriffspakt abzuschließen, dann wird Deutschland sicher Polen angreifen. Und die Intervention in diesem Krieg wird von Seiten Englands und Frankreichs unausweichlich. Unter diesen Umständen haben wir große Chancen, uns aus diesem Konflikt herauszuhalten und können gespannt unseren Zeitpunkt abwarten. Es ist entscheidend für uns, dass dieser Krieg so lange wie möglich dauert, bis zur Erschöpfung beider Seiten. Das ist genau das, was in unserem Interesse liegt. Es kommt, wie es kommen musste. Am 23. August unterzeichnen die Außenminister Deutschlands und der Sowjetunion in Moskau den Nichtangriffspakt und einen geheimen Zusatzvertrag, der die Interessensphären beider Staaten in Osteuropa regelt und das Schicksal Polens besiegelt. Bei der Unterzeichnung des Vertrages entsteht ein weltberühmtes Foto. Es zeigt einen still lächelnden Stalin, der sich am Ziel seiner Wünsche weiß. Nur wenige Stunden später jubelt er im Kreise seiner Getreuen: Ich habe Hitler überlistet. Die französische und britische Delegation kehrt schockiert nach Hause zurück. Jedermann ist klar, dass der Krieg unmittelbar bevorsteht. Wichtiger Bestandteil des Vertrages ist ein deutscher Kredit über 200 Millionen Reichsmark. Gegen geringe Zinsen kann die Sowjetunion dafür deutsche Maschinen und Güter kaufen. Bezahlt wird wiederum nicht bar, sondern mit Rohstoffen, die Hitler dringend braucht, um für den Kriegsfall gewappnet zu sein. Geliefert werden unter anderem 500.000 Tonnen Phosphat, 100.000 Tonnen Chrom, 500.000 Tonnen Eisenerz, 900.000 Tonnen Mineralöl, Baumwolle, Platin, Manganerz, Weizen und Gemüse. Stalin liefert gerne. Er hofft, dass seine Rohstoffe Deutschland so stark machen, dass es einen möglichst langen Abnutzungskrieg gegen Frankreich und England führen kann. Am 1. September schlägt Hitler zu. Während die deutsche Wehrmacht Polen überrollt, versammelt sich am 7. September 1939 in Moskau der engste Kreis der bolschewistischen Führung. In einer kurzen Ansprache legt ihnen Stalin noch einmal seine Strategie offen. Der Krieg wird zwischen zwei Gruppen von kapitalistischen Staaten geführt. Wir haben nichts dagegen, dass sie kräftig aufeinander einschlagen und sich schwächen. Hitler selbst zerrüttet, ohne es zu verstehen und zu wollen, das kapitalistische System. Wir können manövrieren und eine Seite gegen die andere aufbringen, damit sie sich noch stärker in die Haare kriegen.
Stalins Plan ging nicht in allen Punkten auf. Überzeugt, dass die polnische Armee der Wehrmacht eine Zeit lang Paroli bieten könne, ist die Rote Armee von dem schnellen deutschen Vormarsch vollkommen überrascht. Als sich ein deutscher Blitzsieg abzeichnet, befiehlt Stalin seinen Truppen den Einmarsch nach Ostpolen, um sich seinen Teil von der Beute zu sichern. Hitler hat sich verrechnet. Seine Hoffnung, die Kampfhandlungen auf Polen beschränken zu können, erfüllt sich nicht. Am 3. September 1939 erklären Frankreich und Großbritannien Deutschland den Krieg. Europa steht in Flammen. Nach der Kapitulation Polens ist Stalin seinem Ziel einen wesentlichen Schritt näher gekommen. Die polnische Barriere zwischen der Sowjetunion und Deutschland ist beseitigt und eine direkte deutsch-sowjetische Grenze hergestellt. Deutschland befindet sich im Kriegszustand mit Frankreich und England und sein eigener Herrschaftsbereich hat sich durch die Besetzung Ostpolens weit nach Westen verlagert. Um ihre Ausgangsstellung zu verbessern, überfällt die Sowjetunion ohne eine Kriegserklärung am 30. November 1939 Finnland. Stalin begründet diesen Schritt mit der Notwendigkeit, Leningrad und die nordwestlichen Grenzen seines Reiches vor möglichen Aggressoren schützen zu müssen. Die nur 160.000 finnischen Soldaten leisten erbitterten Widerstand und fügen der Roten Armee in einem monatelangen Winterkrieg erhebliche Verluste zu. Fast 130.000 sowjetische Soldaten fallen. Erst am 12. März 1940 muss Finnland vor der vielfachen Übermacht kapitulieren. Hitler, der die Kampfhandlungen aufmerksam verfolgt, begeht einen folgenschweren Fehler. Er interpretiert die hohen Verluste der Sowjets als Zeichen ihrer militärischen Schwäche und glaubt, die Rote Armee in einem kurzen Feldzug niederringen zu können. Er übersieht, dass die Sowjets umgehend Lehren aus dem Desaster ziehen. Stalin ordnet die Produktion warmer Kleidung und gefütterter Schuhe an. Er lässt Öle und Schmierstoffe, Lokomotiven und Geschütze entwickeln, die auch bei 40 Grad unter Null funktionieren, und befiehlt die schnelle Produktion von Offensivwaffen wie Panzer und Flugzeuge. Hitler zieht diese Schlüsse nicht. Als die Wehrmacht Ende 1941 den ersten russischen Winter erlebt, sterben Zehntausende deutsche Soldaten an ihren Erfrierungen. Panzer und Flugzeuge können nicht in die Kämpfe eingreifen, weil das Öl in den Motoren gefroren ist. Und selbst die modernen Maschinengewehre versagen, weil ihre Schlösser nicht mehr funktionieren. In der Rückschau hat sich das Desaster des Finnlandkrieges in einen Vorteil für die Rote Armee verwandelt. Während die deutsche Armee im Winter 1941 am Rande des Zusammenbruchs steht, sind Stalins Truppen bestens für den Winterkrieg gerüstet. Doch bis dahin sollen noch fast 1,5 Jahre vergehen. Am 10. Mai 1940 beginnt die deutsche Offensive gegen Frankreich. Stalin ist überzeugt, dass Frankreich, die stärkste kontinentaleuropäische Kriegsmacht, Deutschland in einen langen Abnutzungskrieg verwickeln wird. Um die deutsche Seite zu stärken, liefert er ungewöhnlich große Mengen an Erdöl und Getreide. Jeder Liter und jede Tonne muss an der neu geschaffenen deutsch-russischen Grenzstation Przemysl umgeladen werden, da die sowjetischen Güterzüge wegen der unterschiedlichen Gleisbreite nicht auf deutschen Schienen fahren können. Während die Welt ihre Aufmerksamkeit auf den westlichen Kriegsschauplatz richtet, besetzt die Rote Armee die baltischen Länder und Teile Rumäniens, darunter auch die stark mit Volksdeutschen besiedelte Bukowina.
Zwischen September 1939 und Sommer 1940 bricht Stalin die bestehenden Nichtangriffsverträge mit allen 6 westlichen Nachbarstaaten. Doch die Westmächte schweigen. In den besetzten Gebieten errichtet seine Geheimpolizei eine Schreckensherrschaft und ermordet Zehntausende Unschuldiger. Kein Wort der Kritik aus London und Paris. Man hält sich zurück, weil man hofft, Stalin doch noch als Bundesgenossen gegen Deutschland gewinnen zu können. Hitler macht sich keine Illusionen über Stalins Absichten und deutet die militärischen Aktivitäten der Roten Armee als den Beginn eines Angriffs auf Europa. Wohl wissend, dass weitere offensive Schritte nur eine Frage der Zeit sein würden, befiehlt er Ende Juni 1940 die Ausarbeitung einer Operationsstudie für einen Angriff auf die Sowjetunion. In den letzten Junitagen führt Hitler mehrere Besprechungen mit dem Oberbefehlshaber des Heeres, Generalfeldmarschall Walter von Brauchitsch, und dem Chef des Generalstabs des Heeres, Generaloberst Franz Halder, über das gewaltige sowjetische Rüstungsprogramm. Als Maßnahme gegen eine drohende sowjetische Invasion ordnet er die Verdoppelung der eigenen Panzer und motorisierten Einheiten an und verlegt 17 Divisionen an die Ostgrenze. Wenig später äußert er im vertrauten Kreis: Das ist der entscheidende Kampf, denn die Russen, die unzähligen Millionen der Slawen, werden eines Tages kommen. Eine Einschätzung, die Feldmarschall Wilhelm Keitel im Nürnberger Prozess bestätigt. Der Einmarsch in die Sowjetunion erfolgte, um einem russischen Angriff auf Deutschland zuvorzukommen. Als Frankreich nach nur 6 Wochen kapituliert, ist Stalin geschockt. Mit einem derart schnellen Ende der Kämpfe hat er nicht gerechnet. Hitler glaubt noch immer, dass die Niederlage Frankreichs die britische Regierung zu Friedensgesprächen bewegen würde. Doch Winston Churchill, der neue britische Premierminister, denkt nicht daran. Weil er weiß, dass England auf sich allein gestellt den Krieg gegen Deutschland nicht gewinnen kann, setzt er alles daran, Zeit zu gewinnen, um Russland und die USA als Bündnispartner in den Krieg zu ziehen. Am 1. September 1940 wird in der Sowjetunion die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Millionen junger Männer drängen in die Kasernen. Wenig später legt der deutsche Geheimdienst Hitler den Inhalt einer Tagung des Obersten Sowjets vom 2. August vor, bei der offen festgestellt wurde, dass man einem möglichen Überfall des westlichen Nachbarn zuvorkommen müsse. Nicht nur Hitler ist besorgt. Der rumänische Staatsführer General Ion Antonescu bittet die deutsche Reichsregierung um militärischen Beistand gegen einen möglichen sowjetischen Angriff. Hitler verspricht Hilfe und schickt deutsche Truppen zur Sicherung der rumänischen Erdölgebiete von Ploiești. Am 12. November 1940 reist der sowjetische Außenminister Wjatscheslaw Molotow nach Berlin, um über weitere sowjetische Gebietsforderungen zu verhandeln. Bei dieser Gelegenheit eröffnet Molotow Hitler die sowjetische Forderung nach Schaffung einer Sicherheitszone im Westen. Bestandteil dieser Zone seien Finnland, Bulgarien, Rumänien, Jugoslawien, die strategisch wichtigen Meerengen an den Dardanellen und der dänische Ostseeausgang. Weitere Expansionen seines Landes in Richtung Indischer Ozean und Persischer Golf schließt Molotow ausdrücklich nicht aus. Forderungen, die einer Einkreisung des Deutschen Reiches gleichkommen und von Hitler als unannehmbar zurückgewiesen werden. Angesichts dieser Entwicklung
trifft Hitler die Entscheidung, die Sowjetunion anzugreifen, um einem drohenden Überfall Stalins zuvorzukommen. Dass er diesen Feldzug als notwendigen Präventivschlag ansieht, belegt eine Tagebucheintragung des deutschen Propagandaministers Dr. Goebbels über eine Besprechung mit Hitler. Goebbels zitiert Hitler darin mit folgenden Worten: Wir müssen handeln. Moskau wird sich aus dem Krieg heraushalten, bis Europa ermüdet und ausgeblutet ist. Dann möchte Stalin handeln, Europa bolschewisieren und sein Regiment antreten. Durch diese Rechnung wird ihm ein Strich gemacht. Russland würde uns angreifen, wenn wir schwach werden. Und dann hätten wir den Zwei-Fronten-Krieg, den wir durch diese Präventivaktion verhindern. Exakter hätte man Stalins Pläne nicht beschreiben können. Dass Hitler die Lage richtig einschätzte, belegt auch die Tatsache, dass Stalin die Rote Armee nach Rückkehr seines Außenministers aus Berlin nicht auf Verteidigung einstellt, sondern auf Expansion und Angriff einschwört. Am 5. Mai 1941, wenige Tage vor Beginn des Ostfeldzuges, lässt Stalin die Maske endgültig fallen. In einer Rede vor den Absolventen der Moskauer Frunze-Militärakademie führt er aus: Jetzt, da wir unsere Armee zu Genüge mit Technik für den modernen Kampf ausgestattet haben, müssen wir von der Verteidigung zum Angriff übergehen. Die Kriege mit Polen und Finnland waren keine Verteidigungskriege. Wir haben den Weg der offensiven Politik bereits eingeschlagen. Die Rote Armee ist eine moderne Armee und eine moderne Armee ist eine Angriffsarmee. Stalins Ausführungen sind keine hohlen Phrasen. Tatsächlich beträgt der Anteil des Militärbudgets am sowjetischen Staatshaushalt zu diesem Zeitpunkt rund 43%. Nur einen Tag zuvor hatte das Politbüro in Moskau den Bau von 20 neuen und den Ausbau von 231 alten Flugplätzen angeordnet, die in der Regel nicht mehr als 100 Kilometer von der deutsch-sowjetischen Grenze entfernt liegen. Am 15. Mai unterrichtet Georgi Schukow, Generalstabschef der Roten Armee, Stalin über die neuesten Entwicklungen an der deutsch-russischen Grenze und führt dabei wörtlich aus: Es besteht die Möglichkeit, dass Deutschland uns beim Aufmarsch zuvorkommt und einen Überraschungsplan ausführt. Beim Aufmarsch zuvorkommen. Verräterische Formulierungen eines Generalstabschefs, der später behaupten wird, die Rote Armee habe niemals die Absicht gehabt, nach Westen zu marschieren. Hitler ist zu diesem Zeitpunkt entgegen anderslautenden Darstellungen über den sowjetischen Aufmarsch bestens informiert. Nur einen Tag vor dem Zusammentreffen zwischen Schukow und Stalin informiert er den deutschen Generalstab ausführlich über zahlreiche Details der Gegenseite. Bei dieser Gelegenheit weist er auch auf die zahlreichen sowjetischen Flugplätze in unmittelbarer Grenznähe hin, die er als Zeichen für eine kurz bevorstehende Offensive wertet. Hitler befiehlt den Angriff, um nicht selbst überrollt zu werden. Als seine Armeen, geschwächt durch die zurückliegenden Feldzüge und im Westen noch immer im Kriegszustand mit den Briten, am 22. Juni 1941 die russische Grenze überschreiten, treffen sie auf die größte Invasionsarmee der Menschheitsgeschichte. Fast 6 Millionen Soldaten, über 25.000 Panzer und rund 19.000 Flugzeuge waren versammelt, um über Westeuropa herzufallen. Die Rote Armee, noch mitten im Aufmarsch gegen Deutschland, ist zunächst wie gelähmt. Da die eigenen Minensperren abgebaut sind und die zur Offensive aufgestellten Divisionen schutzlos in unmittelbarer Grenznähe liegen, geraten innerhalb weniger Monate über 2 Millionen Rotarmisten in deutsche Kriegsgefangenschaft. Während viele deutsche Militärs an einen schnellen Zusammenbruch der Sowjetunion glauben, bleibt Hitler skeptisch. Im Gegensatz zu den meisten Generalstabsoffizieren, einer der wenigen Ausnahmen ist der Schöpfer der deutschen Panzerwaffe, Generaloberst Heinz Guderian, blickt Hitler dem Ostfeldzug mit Sorge entgegen. Nach außen hin propagiert er Siegeszuversicht.
Im kleinen Kreis jedoch macht er keinen Hehl daraus, dass ihm die Sowjetunion so unheimlich vorkomme wie das Gespensterschiff im Fliegenden Holländer. Als der deutsche Munitionsminister Fritz Todt am 29. November 1941 im vertraulichen Gespräch mit Hitler feststellt, dass der Krieg angesichts der Rüstungsmacht der Feindstaaten militärisch nicht mehr zu gewinnen sei, antwortet dieser ihm: Wie soll ich denn diesen Krieg beenden? Ich sehe kaum noch einen Weg, politisch zu einem Ende zu kommen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hat Hitler begriffen, dass er in einer Falle sitzt, aus der ein Entkommen nicht mehr möglich ist. Wenig später schlägt Stalin zurück. Gegen seine gewaltige Kriegsmaschinerie, die Tag für Tag Hunderte von Panzern und Flugzeugen produziert und die von den westlichen Industrienationen, allen voran Amerika und Großbritannien, großzügig mit Kriegsmaterial aller Art unterstützt wird, ist die deutsche Wehrmacht auf Dauer chancenlos. Nur 4 Jahre später hat Stalin sein Ziel erreicht. Europa liegt in Trümmern und die Vorhut der kommunistischen Revolution, die siegreiche Rote Armee, steht da, wo schon Lenin 1923 zu stehen gehofft hatte, in Berlin und an der Elbe.